Hallo, schön sind ihr da bei Handgelenk mal Pi. Ich bin Anne. Ja, wie ihr seht, sind wir da vollkommen in meinem Chaos inne. Und heute gibt es nämlich nicht eine Bastlerei, sondern einfach einen kleinen Tipp. Und zwar, ihr wisst vielleicht, ich bastle ja daheim am Wohnzimmertisch, also am Esstisch, wo wir dann am Abend immer gerne mit der Familie essen wollen. Und ja, das bedeutet, ich kann nicht einfach, wenn ich fertig bin mit Basteln oder so halb fertig bin mit in einem Projekt, einfach alles liegen lassen auf dem Tisch und sagen, ja, ich mache dann am Abend noch weiter, am Abend spät irgendwie, wenn alle im Bett sind, oder ich mache irgendwie morgen dann noch weiter oder was weiß ich. Sondern ich muss immer den Tisch wieder freigeräumt haben. Und manchmal ist das wirklich mühsam, weil dann bastle ich bis zu der letzten Minute, wenn ich nachher dann anfangen muss kochen, zack, und nachher dann will ich anfangen auftischen. Und der ganze Tisch ist einfach immer noch überstellt. Und dann muss ich alles irgendwo schnell auf die Seite biegeln, irgendwie schnell. Und dann ist einfach die ganze Wohnung überstellt. So, das möchten wir gerne vermeiden. Und ich habe mir da etwas Kleines überlegt. Ich habe das auch schon so gemacht. Wenn ich wirklich keine Zeit habe zum Aufräumen oder wenn ich an einem grösseren Projekt bin, wo ich weiss, ich brauche immer wieder das gleiche Material und so weiter. Ja, und ich muss es immer wieder vorholen, weiter basteln und dann kommt das gleiche Material wieder weg. Das heisst, ich mache mir so eine Projektbox. Jetzt muss ich so ein bisschen rauf, sonst sieht man die Box gar nicht. So, Moment. Das ist noch nicht gut. Ein bisschen noch. So. Diese Box, die ist wirklich genug gross für ein ganzes Projekt drin zu versorgen. Und zwar die hier, die gehen gerade so ganz knapp, nicht ganz runter, aber ich tue sie ja nicht runterstopfen, so dass es nachher dann wird knicken. Ich lasse es dann einfach so. Oder ich tue zuerst darunter etwas her, so, wo dann das ich so ein bisschen aufstehen kann. Sieht man das? Hier ein bisschen so. So. Aber ich kann, wenn ich fertig bin mit Basteln oder eben muss aufhören basteln, aber noch nicht fertig bin, schmeiße ich mir einfach alles, was rumliegt, zack, da rein, das ganze Material. Wenn ich voll im Stress bin, dann schmeiße ich auch gerade alles rein, was ich sonst noch so gebraucht habe. Da kommt noch ein Hampfel Zeug rein. Das Scoreboard hat theoretisch auch Platz, aber da weiss ich brauche es definitiv nicht. Dann kann ich es auch gerade versorgen. Das Teil brauche ich auch nicht mehr. So, und was eben auch genial ist, wenn ich zum Beispiel weiss, ich brauche genau nur 1 oder 2 Farben zum Inken. So, ich weiss zum Beispiel bei meinem Projekt, ich brauche definitiv nur die Farbe zum Inken. Ich kann die auch gerade hier rein tun. Ich kann die bis zum Schluss von meinem Projekt hier drin haben. Und ich muss nicht immer die ganze Riesenkiste mit allen Farben vorschleichen. Ich habe einfach schon alles beieinander. Jetzt, im Moment, weiss ich gerade noch nicht, welche Farbe ich brauche zum Inken. Darum kommt das jetzt noch auf die Seite. Aber das wäre jetzt das, was gerade jetzt heute so umeinander gelegen ist und wo einfach schnell weg muss. Ich kann die Kiste irgendwo auf den Schrank aufstellen oder einfach so auf die Seite tun. Ich habe nicht 10 Kisten, die rumstehen, sondern ich habe nur eine. Ich nehme die wieder vor, bastle weiter und packe sie mir dann so wieder weg. Was natürlich nicht in die Kiste reinkommt, sind die ganzen Schnipsel. Die kommen dann selbstverständlich weg, also Abfall. Kommt auf jeden Fall auf die Seite, aber zack, Kiste zu, es verstaubt nicht, auch wenn ich es erst nach 3 Tagen wieder vom Schrank oben abnehme, aber ich habe alles beieinander. Und das finde ich einen super guten Trick.
hat sich mega bewährt. Was ich aber dazu muss sagen, was extrem wichtig ist und was ich mich ganz fest muss an der Nase nehmen muss, ist, wenn ich fertig bin mit meinem Projekt, dann muss ich tatsächlich die ganze Kiste nachher durchgehen und jedes einzelne Teil wieder an seinen Platz her versorgen. Und ich darf sie nicht einfach versiffen lassen oder einfach so einen Teil noch drinnen lassen und nachher das nächste Projekt wieder reinpacken. Das gibt ein riesengroßes Chaos. Nach jedem Projekt wird die Kiste wieder komplett geleert. Alles ist wieder schön an seinem Platz und es kann ein neues Projekt anfangen. Ich habe gedacht, diesen Tipp wollte ich unbedingt noch schnell weitergeben. Ich hoffe, vielleicht nützt es euch ja etwas. Und sonst sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss!